Guten Morgen. Endlich fehlt uns ja bloß noch Amen zu sein. Ich sie wirklich all gesehnt durch diesen Gottesdienst. Wir haben Jas von dir, als ihr Bruder und seine zwei Kinder. So Bianca ist unsere Sobrina, für wen wir ein Jahr beten rein, wegen ihrer Chirurgie ihr. So sie kommen nach Monterrey nu in Tschechien. Und haben sich die Medien mehr uns hier zu besiegen. So, wir sind dankbar, dass Sie hier morgen sind. Wir sind auch vom Herzen dankbar, dass Bianca sein kann und dass das Fan ist. So, du siehst, wir sind auch dankbar für, dass Sie mal uns taub für Gebet haben. Wir fangen ein paar Monate an mit einem Studio von Hiob. En de wichtigste Punkt, was bei mir satten geblieben ist von Hiob, ist, was denkst du, wenn alles schrutt geht? Unsere Natur ist irgendwie so, wenn uns Leben Schwierigkeiten mit sich bringt, dann verstärken wir uns von Menschen und von Gott. Und dann bejammern wir uns selbst, und dann geht das grülich Saddam, und dann geht das Amadama. Und ein von den Dingen, was ich von hier bück, mir hat so fast Ferien wir, wenn ich eine schwierige Zeit begegnen, dann würde ich mich nicht von der schwierigen Zeit evakuieren, ich würde nur Gott sehen. Und das ist nicht für selbst. Ein von den Dingen, was du ganz schwanztet bei mir, gewesen von hier studieren, hier haben es mir wirklich Zeit nehmen zum Beten. Und ich habe interessanterweise von Gott viel Kraft gekriegt zu meinem Gebetsleben. So, das ist eine Geschichte von unsere Kindergeschichte hier von Sylvia, die rät mich. Gott ist uns aller Futter. Und die Leute vielleicht so für nur eine Spezies. Und wir haben nicht Zeit. Oder wir sind mit anderen Dingen dran. Und an dem dass wir von Gott verjäten oder von Gott ausklären oder uns selbst bejammern, gut wie so viel Friede und Segen verspielt. Und das zweite Thema zu Weihnachten im Advent, den habe ich genannt Glauben. Oder das zweite Wort, was zu Weihnachten so viel gebraucht wird. So viele sind da, hat wir Hoffnung. Wir haben uns vorgestellt, dass Hoffnung wir nicht erst, was wir uns wünschen, dass wir bloß wachen, was da passiert, was Gott versprochen hat. Das zweite Ding ist Glauben. Und Glauben verstehen wir an Weihnachten meist einmal aus dieser Zeit von Vorbereiten. Wir haben so schmucke Geschichten oder Bilder oder Weihnachtsdinger, wo immer waren, von Glauben reden. Und ich finde aber, dass wir sind ein bisschen verbistert an was das Glauben an der Adventszeit soll uns wiesen. So, wir haben eine Geschichte, wo wir in Lukas Kapitel 2 finden. Da haben wir uns für Sonntag all angefangen zu bekennen. So, wir gehen nur Lukas Kapitel 2. Und dann sind wir so mit dem alten Mann am Tempel beschäftigt. Und das alte Mann, der freut sich durch, und dann, beim der durch ein Tempel ist mit Josef und Maria taub, dann kommt du noch eine dritte Person haben. Und diese Früh, die wird du bloß kurz erwähnt, aber du hast was sehr Interessantes dabei, was ich glaube, zu der Botschaft von Glauben zu Weihnachten sehr anpassen. So, lese du mit Jüntaub noch einmal von Lukas Kapitel 2, von Vers 25 und wieder. Du sagst, das ist das. In Jerusalem wohnt dann ein Mann, der heißt Simeon. Da wir ein frommer Mann, der Gott fürchten deut und du nur lüht, dass Israel erhellen kommen soll, und der Heilige Geist wir annahm. Am wir
vom Heiligen Geist gesagt worden, dass er nach euer Heil gestorben wurde, den Herrn sein Christus sein wird. Dann ging er vom Geist gedrungen im Tempel nennen und aus der Älteren dort Jesus Kind und ihm brachten, so als an Fähig geschrieben wird, nahm er dort Kind ab sein Arms, lob Gott und seht, Herr, du hast ihn Versprechen geholt, nu lässt du den deiner in Fried sterben. Nu haben meine Augen den Heiland gesehen, den du für alle Menschen hergestellt hast. Ein Licht, der Völker der Wahrheit zu bringen und eine Herrlichkeit für dein Volk. Sein Vater und seine Mutter verwunderten sich darüber, was Simeon von dort Kind zu sagen hat. Und Simeon sehen an und sagt zu Maria, Jesus seine Mutter, das Kind hast du bestimmt, dort durch arm in Israel viele waren zu vollkommen und auch dort viele durch arm waren abgerecht worden. Heute wird ein Ticken sein, wo einige durch jeden reden wollen, und auch durch die eine Säule wird ein Schwert gestärkt worden. Dort ist Verdachtskampf, wird viele Menschen am Hort denken. Und einem saßen dort, ich sage dort, am Tempel wird dann auch gerade eine Prophetin, Hannah, Phanuel seine Tochter, die stammt von Aser her. Die war sehr alt. 7 Jahre, wie sie befreit gewesen, und wir nur eine Wirtfrüh von 84 Jahren alt. Die verlässt den Tempel nicht, aber bleibt durch Tag und Nacht und dient dem Herrn mit Fasten und Beten. Die traf dort dann auch alle an und dank Gott und verteilt vom Herrn Jesus zu allem Mann in Jerusalem, die nur dort heil lüden. Weihnachten ist eine sehr besondere Zeit. Weihnachten blinkert, Weihnachten blitzert, und das Grenze von alles, Weihnachten wahrscheinlich viel Geld anreichend verbrucht. Manchmal dort sind wir Christen sehr rückgefordert, wenn wir verbessern uns selbst daran. Und wenn wir dann reden von Glauben, dann weiß wir nicht ganz genau, was soll ich da nun noch für einen Unterschied merken? Was merkt wir für einen Unterschied, wenn ich behaupte, ich glaube? So hier ist ein Beispiel von dieser alten Tante. Und bloß, dass jeder weiß, ich glaube, dass wir mit fliegenden Fahrentagen, die Jahre alte Tante, dort keiner von uns sich hier so fällt, dort den redet nicht an. Keiner ist hier beim Feiertagen. Stimmt das? Die machen vielleicht 3 sein, aber nicht 4 Tage. So, hier geht es los. Der erste Ding, hier ist eine Tante, und ich wurde beschrieben als gläubig. Also, diese Tante wie eine Wirtfrüh, und die wird 84 Jahre alt. Die wird mal 7 Jahre befreit gewesen, die wird eine lange Zeit allein gewesen. Aber, dort 2 Dinge, wird der Glauben beschrieben. Fasten und Beten. Keiner von uns hier braucht eine besondere Gabe, um die 2 Dinge anzurieren. Du bist nicht zu alt, nicht zu jung. Du bist nicht, du hast keine Utrecht für diese 2 Dinge. Dann sagt er aber, die wir bereit stehen zu der rechten Zeit. Und die begegnen unseren Herrn Jesus. Dann die Glauben, wir nicht bloß das Doja Glauben von, ja, ich sehe einen Tempel, der Glauben wir was so Besonderes. Du wie eine Botschaft, wo du viel wieder zu geben. Dort sagst du, der trifft dort du dann auch alle an, also dort wir Jesus, Josef, Maria, in dessen alten Simeon, und dann sagt du, und dank Gott, dann verteilt er vom Herrn Jesus zu allem Mann in Jerusalem, der nur dort heil lügt. Glauben an Weihnachtszeit hat zu tun mit der Botschaft von Jesus wiederzugeben und all die, die nur Jesus lügen. Ich weiß, dort wo wir können, oder nur breit verstehen, wer lügt nur Jesus an Weihnachtszeit. Dat is een jouwje vrouw, oder wo zit dat, wenn erst wer nur Jesus lügt in Weihnachtszeit. Und ich würde mir wollen zu sagen, dass, wenn wir Glauben haben, und wir an Weihnachtszeit wollen Glauben leben, dann haben wir eine Abgabe zu tun. Unsere Weihnachtsfasten, die kann nicht bloß am Geschenke an Weihnachtsbaum und Bonnet handeln. Uns Glauben an Weihnachtszeit muss unbedingt mit Müll wiedergegeben werden.
und du sind wir alle für verantwortlich. Wenn ich und du wollen wir rechte Weihnachten feiern und wir behaupten, wir feiern Jesus seine Geburt, dann ist es deine Verantwortung, diese Weg, ab wenigstens mit einem Mensch von Jesus seine Geburt zu reden. Ab wenigstens. Und ich will dir noch ein Beispiel dazu geben. Hudson Taylor, der war geboren in 1800. Eine christliche Familie, der ging jeder Tag zur Kirche, aber der will nicht an Jesus glauben. Denn seine Mama, seine Schwester und sein Vater, der hier nachher mit den zu beten, für den zu beten, und will 18 Jahre bekehrte sich. Das erste Ding, was mit dem passiert wird, den Krieg am Hort, der Deutsche verlangt, nur China zu fahren, Evangelium predigen. Was leist wir das erste Ding, was der Glauben an Hudson Taylor deut, am Sinn von, ich glaube Gott will mich nur China. Ich will dir das geben. Das erste Ding, was der deut, wir sind mit Rot zurückdrehen und am Hort Brat schlucken. Wenn der wüsste, dass in China würde nicht recht sein. Das zweite Ding, was der deut wir, der lässt jeder Buch, was der zu holen kriegt, zum China lernen. Das dritte Ding, was der deut, der sagt sich, abhängen feit, das dichtste, beste chinesische Buch, wenn er muss unbedingt Chinesisch lernen. Das vierte Ding, der studiert zum Doktor, wenn der wüsste, dass in China, wenn heute will Evangelium predigen, der einzige Weg, wo unmöglich sein wir Menschen mit der Gesundheit zu halten. Uns Glauben ist für uns so tot, dass wenn wir Weihnachten feiern, wir wissen überhaupt nicht, was wir tun. Wir sagen, so erscheinen Gott, wir haben eine Hoffnung. Wir sagen, ich glaube, aber das schwert sich so, das kommt bloß durch. Wir sind nicht reut, oder so viel Angst haben wir nicht reut, uns Faut ein für den anderen zu sagen und dort drauf ankommt, nur dort, was ihr tun soll. Wenn wir das alle früher Beispiel nehmen, dann kommen wir alle Karten, wir sind noch viel jünger als die. Ich bete, dass diese Weihnachten wird, noch andere Weihnachten sind. Ich soll sicherlich tun. Ich stehe dort jeden Tag. Dort in meiner Anleitung sind so viele Familienfasten zu Weihnachten gewesen, wo so nichts mit der Botschaft wieder geben zu tun hat. Ich muss ändern. Ich kann nicht gleichzeitig Weihnachten feiern, wenn ich behaupte, dass ich glaube, dass Jesus gekommen ist. Das erste Ding, was meine Familie fast fehlt, ist, die Botschaft wiederzugeben. Möchten wir angerührt werden durch den Heiligen Geist, möchten wir uns taub rufen und möchten wir an den Menschen Jesus wiedergeben, was nur Jesus lehrt. Das ist an uns. An jedem Einzelnen von uns. Kein noch groß, kein noch klein. An uns liegt dort diese Botschaft wiederzugeben. Und wir wollen ganz genau, dass die Menschen, die du lehrst, dass wir diese Botschaft wiedergeben. Weil wir das beten. Vor dem Himmel, Dankeschön für diesen büttergewöhnlich schönen Gottesdienst. Dankeschön, dass du uns um Hart angerührt hast, dass wir im Verlangen worden haben, im Glauben zu leben, zu beten und abhören. Und nu beten wir aber auch, dass du uns so einen Glauben geben, was du willst, als dein Wort wieder zu geben. Wir wollten, dass Jesus geboren ist. Wir wollten auch, dass du Menschen sind, die du nur diese Botschaft lernen. Und wir beten, dass du uns als Kirche anrühren, mit dem Punkt, wo wir wollen, diese Weihnachten utnutzen, um diese Hoffnungsbotschaft wiedergeben. Möchtest du durch uns mehr und mehr Menschen erretten können? Kriegen dort, was der Welt Weihnachten feiert, wir wollen manch dort dein Wort wiedergeben. Wir beten, dass dein Willen, was man kann, Wirklichkeit war. In Jesus' Namen. Amen.